also lockt auch dieses Jahr wieder tausende Musikhungrige ins Bündnerland. Alphorn, Didgeridoo, Panflöte oder auch Jodler. In Arosa kann man auch dieses Jahr wieder ganz exklusive Arten zu musizieren lernen. Was angefangen hat mit ursprünglich mal 50 Besuchern, lockt heute 1200 Musikhungrige nach Arosa. Die Musikkurswochen sind mittlerweile sogar das grösste Festival in dieser Art in Europa. Dragica Begojevic hat in einen Mundharmonika-Kurs hineingeschaut. Joe, die erste. Joe Walter, von den Blues-Harpspieler auch «Der Meister» genannt, ist einer der 170 Lehrer an der Musikkurswoche in Arosa. Die Teilnehmer kommen aus der ganzen Schweiz und aus dem Ausland. Die Leidenschaft für Mundharmonika muss demnach gross sein. Die Faszination von dem kleinen Instrument, von dem Faszinierenden, ist auch, erstens passt in jeden Sack, ich kann es überall mitnehmen und kann einfach drauf losspielen und es tönt eigentlich fast immer gut. Dass es fast immer gut tönt, liegt wohl nicht zuletzt am stundenlangen Üben. Wenn man nur alleine im stillen Kämmerlein übt, dann ist man nicht irgendwie, dann hat man auch die Stimuli nicht, oder man hat nicht so viele Ideen, die man kriegt jetzt durch einen Austausch. Der Kurs beim Joe ist so lässig und so locker, völlig anders wie andere Kurse, ohne Stress, ohne Prüfungen und einfach Spaß in einer tollen Umgebung. Das ist lässig, ja. Meine Frau sagt immer, spielen wir doch wieder mal etwas vor. Aber ich getraue mich manchmal noch nicht so. Doch im Kursraum getraut sich dann aber doch jeder, sein musikalisches Talent zu zeigen. Der andere Teil ist, ich kann euch ohne Noten spielen. Noten ist ein Teil, der mich unterstützt. Aber das Wichtige bei dem Instrument ist eigentlich das freie Spielen. Man rechnet mit mehr als 1000 Laien, Berufsmusiker und Studenten, die bis im August an der Kulturkreiswoche mitwirken werden.